Der Martin Kalf ist Meditationslehrer und Sandspieltherapeut. Und er ist einer von diesen Pionieren, die in den 60er Jahren nach Asien gegangen sind, zum Lernen meditieren. Er war aber kein Hippie und Drogen sind nicht ausschlaggebend. Vielmehr hat der Martin schon in der Kindheit und Jugend erste Begegnungen mit dem Buddhismus gehabt, wie er in diesem Gespräch erzählt hat. Wir haben darüber geredet, was ihn nach Indien gebracht hat, warum er bei der tibetischen Richtung vom Buddhismus seine Heimat gefunden hat und was seine erste Frage an Dalai Lama war. Wir haben über übersinnliche Kräfte geredet und natürlich über die Sandspieltherapie und was die mit dem Buddhismus zu tun hat. Auch die Befreiung oder Erleuchtung und was das heisst und ob das möglich ist, sind Thema gewesen. Der Martin hat dann über seine Erfahrungen vom Umgang mit Fantasie der Meditation erzählt. Zum Beispiel in einer Meditation mit dem inneren Tier. Wir haben abgeschlossen mit einem Blick auf die Entwicklung von Martin seiner Praxis. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viel Erkenntnis bei diesem Gespräch. Oh, fast hätte ich es vergessen. Der Podcast ist ein Herzensprojekt. Trotzdem hilft es sehr, wenn du bewertest oder weiterempfiehlst. Oder wenn du die Mittel hast, kannst du auch etwas spenden. Die Angaben dazu findest du auf meiner Website unter Spenden. Das geht ganz einfach per Twint. Herzlichen Dank. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Martin Kalf aus Zolliken. Er ist Meditationslehrer, Dozent und Sandspieltherapeut. Er ist Mitbegründer und heutiger Präsident vom Buddhistischen Zentrum Zolliken, das er vor etwa 50 Jahren gegründet hat. Das Zentrum bietet eine Vielzahl von regelmäßigen Kursen und Einzelveranstaltungen an. Die gehen von Achtsamkeitsmeditation bis zu traditionell tibetisch-buddhistischen Übungsgruppen. Der Martin hat eine tiefe Verbindung zum tibetischen Buddhismus und hat bedeutende Impulse von Lehrern wie dem Dzogchen Rinpoche und dem Dalai Lama bekommen. Er gehört zur Generation von Pionieren, die in den 60er und 70er Jahren auf Asien gereist sind und dann nach ihrer Rückkehr den Buddhismus in der Schweiz verbreitet haben. 1994 hat er vom Dalai Lama die Erlaubnis bekommen, selber Dharma zu unterrichten. Seine akademische Laufbahn umfasst Abschlüsse in Theologie an der Uni Zürich und ein Doktorat in Religionswissenschaften an der Columbia University in New York. In seiner therapeutischen Arbeit ist der Martin besonders für die Anwendung der Sandspieltherapie bekannt. Eine Methode, die von seiner Mutter, der Dora Kalf, entwickelt wurde und auf den Prinzipien der jungschen Psychologie basiert. Neben seiner Tätigkeit im Buddhistischen Zentrum Zolliken lehrt er weltweit und verbindet in seinen Vorträgen und Kursen häufig Psychologie und Buddhismus. Martin, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und mit dir ein Gespräch führen. Ja, ich bin sehr gern da und da gern ein bisschen erweitern und erläutern, was du gesagt hast und was du fragen möchtest, dann ich gerne beantworten. Sehr gut. Ich habe ja gesagt, du bist einer von diesen Pionieren gewesen, der in den 60er und 70er Jahren auf Asien ist und dort mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen ist. Wie ist es zu dem gekommen? Ist dir der Buddhismus in die Wiege gelegt worden oder hat es dich auch aus Abenteuerlust auf Asien gezogen? Was war so der Ausschlag gewesen? Also ich denke, es hat natürlich verschiedene Wurzeln, aber eine Wurzel ist sicher, dass schon meine Mutter das Interesse gehabt für den Osten, auch als Sandspieltherapeutin. Und ich rede immer davon, dass für die Therapie, die sie begründet hat, es 3 Wurzeln gibt. Psychologie vom C.G. Jung auf der einen Seite, dann die Welttechnik, wie sie es genannt hat, von der Margaret Lowenfeld und dann östliche kontemplative Traditionen. Sie hat sehr viele Begegnungen gehabt mit zen-buddhistischen Meistern und Lehrern. Taisei Suzuki hat sie gut kennt über Theranos-Tagungen. Das sind Tagungen, die im Rahmen von die Psychologie vom Jung und anderen Gelehrten stattgefunden haben. Und dort hat sie den Taisei Suzuki kennengelernt und ihn auch in Japan besucht. Sie war auch im japanischen Kloster gewesen, als erste Frau zugelassen und so weiter. Aber das sind schon verschiedene Impulse eigentlich von daheim. Und dann ist dazu gekommen, dass sie angefragt wurde, einen tibetischen Flüchtling aufzunehmen. Und der Flüchtling, da hat sich herausgestellt, das Rote Kreuz hat sie angefragt, das war ein tibetischer Mönch gewesen. Und der Mönch hat,
Ich weiß nicht, ob ich dann etwa 12 Jahre alt war oder 14 Jahre alt. Auf jeden Fall hat er etwa 8 Jahre in unserem Haus gewohnt. Das war in den 50er und frühen 60er Jahren? Ja, Oder? das ist sicher in den 60er Jahren wahrscheinlich gewesen. Und ich habe ihn einfach kennengelernt als äußerst fröhliche Person. Er hat sehr viel mit mir so Spiel gemacht, tibetische Würfelspiel, und dann haben wir immer Mantras gemurmelt, um den Einfluss der Würfel noch zu beeinflussen, damit er möglichst gönnt. Und ich habe das sehr heiter und sehr anregend gefunden. Er hat nicht viel über Buddhismus sagen, weil er das Gefühl hat, seine Sprache sei zu wenig gut. Aber seine Persönlichkeit, die hat mich sehr beeinflusst. Ich erinnere mich auch, dass ich die tibetischen Texte gesehen habe und ich habe ein sehr warmes Gefühl bekommen, als ich die Bücher gesehen habe. Es sind so Pechas, nennen wir die, so lange Seiten, beschrieben mit den tibetischen Schriftzeichen, wo in Stoffe eingewickelt sind. Und wenn ich die gesehen habe, das hat mich irgendwie sehr inspiriert und ich habe das Gefühl, ich will mehr darüber wissen. Und dass er so lange bei uns hat können wohnen, hat auch dazu geführt, dass durch seine Vermittlung dann einer der Lehrer oder Tutoren vom Dalai Lama bei uns auf Besuch gekommen ist, etwa 10 Tage lang. Und das ist der Tritschang Rinpoche, ein ganz bedeutender Lama in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Und das ist auch wirklich wie eine Begegnung mit dem alten, weisen Mann. So ist mir das vorgekommen. Sehr wohlwollend. Er hat dann auch noch Gebet gemacht für meine Maturitätsprüfung, weil in Mathematik bin ich absolut schlecht gewesen. Und hat dann doch eine gute Noten bekommen, obwohl ich nichts gewusst habe, da habe ich gefunden. Das nützt. Das nützt, das ist sicher etwas Gutes. Und das hat auf jeden Fall meine Offenheit für den Buddhismus auch weiter gefördert. Und später ist es sogar möglich gewesen, dass dann auch der Dalai Lama einen Besuch gemacht hat bei uns im Zentrum. Ich glaube, das war beim 87 gewesen. Bin mir nicht mehr ganz sicher in den Daten. Auf jeden Fall auch schon seit langer Zeit. Und das sind halt alles sehr inspirierende Ereignisse gewesen. Wenn du sagst, er hat Gebet gemacht für deine Matur, die ist dann gut gekommen, bist denn du gerade nach der Matur auf Asien gereist, so vor dem Studium, oder hast du schon angefangen zu studieren und bist dann auf Asien? Du hast ja dann Theologie studiert. Eigentlich mein Wunsch wäre gewesen, Buddhismus zu studieren, aber das hat es als Fach in der Schweiz noch nicht gegeben, als Spezialität. Und dann haben mir auch verschiedene Leute empfohlen, ich soll doch Theologie studieren und mich dort auf das Fach Religionswissenschaft konzentrieren. Das habe ich gemacht. Und das hat mir dann die Gelegenheit gegeben, eben eine Reise zu machen nach Dharamsala. Und dort habe ich dann vom Dalai Lama einen Lehrer zugewiesen bekommen für etwa 6 Wochen. Und dort konnte ich tagtäglich studieren. Das war der Geshe Rabten, ist vielleicht für viele noch ein Begriff. Und ist auch einer von ganz bedeutenden Logiker und Debattiermeister vom tibetischen Buddhismus, auch sehr realisierte Person in der Meditation. Und der Dalai Lama hat ihm vorgegeben, was er mir lehren soll. Eine Art spezielle Aufstellung über die 4 edlen Wahrheiten. Und das habe ich dann alles notiert und aufgeschrieben. Und das habe ich dann brauchen als Grundlage für, glaube ich, was ist es gewesen, dort zum einfach eine Mastersarbeit oder Lizenzarbeit in der Theologie. Und das ist so ein Eintauchen in den tibetischen Buddhismus. Und ich muss sagen, ich bezeichne mich darum als Pionier, weil das eigentlich eine Zeit war,
wo ich noch alle Bücher, die es über den Buddhismus hat gegeben, habe gelesen haben. Mhm. Und das war eine Handvoll Bücher gewesen, Also nicht? da im Westen? Im Ja. Westen, nicht? Ja, auf westliche Sprachen. Und heutzutage ist natürlich so ein Ozean für Übersetzungen und Text vorhanden. Das ist gar nicht zu vergleichen. Mhm. Also darum sind die mündlichen und direkten Belehrungen, die ich vom Gesche Rapten bekommen habe, für mich außerordentlich wertvoll und wegweisend gewesen. Du hast die 4 edlen Wahrheiten erwähnt. Wirklich so eine ganz, ganz, ganz bedeutende Kern vom Buddhismus. Ja. Hast du die vorher dann auch schon gehört gehabt, oder ist das wirklich auch neu gewesen? Ich denke, auf die Art, wie es mir gelehrt wurde, ist es sicher neu gewesen. Und ich bin nicht sicher, ob das dort mal schon ausführliche Texte über die 4 edlen Wahrheiten gegeben hat. Ich mag mich sogar noch erinnern, dass es Zeiten gab, wo ich wirklich auch gute, verlässliche Literatur über die 4 edlen Wahrheiten gesucht habe. Und es war nicht leicht gewesen. Heutzutage ist es sehr leicht. Man kann das im Pali-Kanon nachlesen und finden und so weiter. Das ist alles eigentlich über das Internet sozusagen auf Druck, auf Fingerdruck. Mhm. Ist es einfach da und vorhanden. Und dort mal ist wirklich vieles einfach wirklich neu gewesen für mich. Dann bist du in dem Fall nicht so ein Hippie gewesen, der auf dem Hippie-Trail irgendwie auf Asien kam, sondern eigentlich ein seriöser Student, der sich wirklich etwas vertieft hat. Das ist wahr. Also ich glaube, es hat natürlich in der Zeit, als ich das erste Mal in Dharamsala war, in den 60er Jahren, 69, ich glaube, da hat es sehr viele Hippies gehabt und Leute mit langen Haaren, die irgendwie gekifft haben und so weiter. Und ich bin schon mehr, das stimmt, zielgerichtet und seriös gewesen, ja. Das finde ich noch spannend, weil der Fred von Alma, den ich einmal interviewt habe in diesem Podcast, er hat ja zum Schluss gesagt, er ist einer von diesen Hippies gewesen. Er hat einmal gesagt, irgendwie, LSD hat durchaus eine Rolle gespielt. Also er wollte schauen, wie kann man die Zustände quasi vertiefen oder auch ohne Drogen anbringen. Wie ist denn das, also was hast du dort angetroffen in Indien? Wie ist denn das zusammengegangen? Weißt du, hast du mit diesen Hippies dann zusammengelebt? Sind ihr zusammen unterrichtet worden? Oder hat es dann auch so ein bisschen wie Lager gegeben da in Indien von den Westlern, die dort angekommen sind? So viel können es ja noch nicht gewesen sein, oder? Nein, man hat es ja mal gesehen am Strassenrand und so weiter. Und ich bin je Gruppe gewesen, zum Belehrungen empfangen. Das ist auch etwas Außergewöhnliches. Ich bin der einzige Schüler vom Geshe Rapten, der mir jeden Morgen Unterricht gegeben hat. Das ist mir übersetzt worden vom Gonzalo Rinpoche, einem bedeutenden Schüler von ihm. Und ich würde sagen, ich bin allein dann dort pilgert, so auf dieser Straße in Dharamsala, durch Wälder. Und man hat fast ein bisschen Angst haben, kommen da wilde Tiere, oder man hat sogar von Geistern geredet und so weiter. Und der Geshe Rapten hat dort mal in einer wirklich kleinen, bescheidenen Hütte gewohnt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Für das er ja, eben, du hast es vorher gesagt, ein ganz bedeutender Gelehrter ist. Ich glaube, er hat 18 Jahre oder 16 Jahre, wie lange geht das Studium, der mindestens studiert gehabt. Ja, der hat zum Geshe-Titel erlangen. Das ist ein 20-30 Jahre Studium. Sogar, das ist außerordentlich vielschichtig, nicht mit Abhidharma und Madhyamika, Prajnaparamita und anderen Themen und Text und vor allem auch auswendig lernen von sehr vielen Texten. Sich eben in der Gelugpa-Tradition ist das ein Schwerpunkt. Gelugpa ist die, wo der Dalai Lama genau, so und er eigentlich auch das meiste drin gelehrt hat. Und dort ist Debattieren auch im Vordergrund. Das ist eine ganz spannende Fähigkeit. Da muss man fähig sein, blitzschnell auf das Klatschen vom Gegner sitzend eine Antwort geben auf eine logische Frage, ohne zu zögern. Und wenn man nicht die richtige Frage gerade
wenn man nicht die richtige Antwort, meine ich, nicht gerade bringt, dann wird man vom anderen verspottet und man sagt, schlaf schon, bist eingeschlafen, was ist ja los mit dir und so weiter. Und es ist ja auch etwas sehr Lebendiges, ein bisschen. Und man würde nie vermuten, dass da eben die tiefsten Themen vom Geist und der Natur vom Geist abgehandelt werden. Also fast ein bisschen auch humorvoll dann? Humorvoll, ein Spiel, lebendig, sehr laut, weil es sind dann meistens etwa 20, 30 Mönche gleichzeitig auf dem Platz. Immer zwei debattieren miteinander. Das ist also eine enorme Energie, die sich da entfaltet. Und das habe ich natürlich schon sehr bewundert, die Fähigkeit, einfach präsent zu sein und dann wirklich gerade mit einer Antwort zu kommen. Mhm. Die Gelugpa-Tradition, also du hast jetzt gesagt, Debattieren ist extrem wichtig. Man sagt, das ist eine sehr gelehrte Tradition. Hast du Meditation gesucht oder hast du ganz generell einfach dich im Buddhismus vertiefen? Also mein Anliegen war Meditation, das ist eindeutig. Ich habe ja auch das Theologiestudium gemacht und dort habe ich vermisst, dass man irgendwie sich mit sich selber beschäftigt, dass vielleicht überhaupt auch eine Frage gestellt wird, wie kommst du zum Glauben oder was bedeutet dir der Glaube? Es ist sehr akademisch, sehr theoretisch gewesen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, da fehlt einfach ein wichtiger Teil. Und den habe ich auch gesucht. Das ist eben der meditative Teil. Und hast du den gefunden? Also hat der Geshe Rapp dann auch Meditation unterrichtet? Er hat alle Instruktionen gegeben, wie man meditiert. Aber wichtig ist, dass man nicht einfach ziellos drauf los meditiert, sondern dass man genau Anweisungen bekommt, wie man Schritt für Schritt vorgeht bei der Meditation, eben zum Beispiel Shamatha-Meditation. Also das Konzentration. Meditation vom ruhigen Verweilen, da gibt es 9 verschiedene Stufen und so weiter. Und die muss man alle genau kennen und dann geht man Schritt für Schritt vor und vertieft dann eigentlich die eigene Fähigkeit, auf dem Objekt zu sein und das zu vermeiden, dass der Geist abgelenkt wird und so weiter. Aber über das aus, also über die Meditationslehre raus, hat eben auch, und das ist auch wichtig eben, damit die Meditation überhaupt einen Kontext hat, nicht, dass sie einen Rahmen hat, hat man auch sich müssen vertraut machen mit dem ganzen philosophischen Gebäude vom Buddhismus. Du hast erwähnt, dass deine Mutter auch im Zen Kontakt gehabt hat. Hast denn du dich schon mit Zen-Meditation auskennt, bevor du gegangen bist? Ein bisschen. Ja, es ist so, ich habe an sich vorgehabt, sowohl nach Indien zu gehen wie nach Japan. Und denke, in Indien schaue ich, wie der tibetische Buddhismus ist. Und in Japan hat mich eigentlich Zen interessiert gehabt. Und, aber ich bin dann eigentlich nach den Erfahrungen, die ich mit dem Dalai Lama gemacht habe und mit dem Geshe Rabten, bin ich sehr überzeugt gewesen und angesprochen gewesen durch diesen Weg. Ja. Das hat mir sehr viel bedeutet. Das ist auch eben, bei den Tibetern schätze ich eben auch einen gewissen Humor, der da ist, eine gewisse Leichtigkeit, was nicht auf Kosten ist von der Gelehrsamkeit, aber es ist einfach eine Lebendigkeit. Und Japan ist mir da vorgekommen als unglaublich streng und diszipliniert und so weiter, weniger beweglich und humorvoll. Und, also du bist dann schon auch noch anschauen, oder? Nein, ich bin das ist mehr einfach eine Idee gewesen, die du hast. Ja, ich hatte das gehabt und bin eigentlich beim tibetischen Buddhismus gewesen. Habe dann auch angefangen, die Sprache zu lehren und zu studieren. Das ist eine grosse Unternehmung gewesen, so eine fremde Sprache. Und der war auch dort mal ohne Diktionär und so weiter. Aber ich habe dann an der Uni auch schon erste Kurse nehmen im Tibetischen. Und ich habe das sehr gut gefunden, dass einfach der sprachliche Hintergrund mir anzeigen. Obwohl ich nie so gut geworden bin wie
hervorragende Übersetzer wie der Alex Burson oder andere. Aber ich habe auch dann die Fähigkeit erlangt, später für tibetische Lamas, wo in unserem Zentrum gelehrt haben, vor allem Geshe Champolodro, der hat sehr viele Jahre bei uns Sutra und Tantra gelehrt. Dort habe ich dann mit der Zeit können selber ihn übersetzen. Und er hat einfach nicht so schnell geredet, er hat sich ein bisschen angepasst in der Geschwindigkeit. Manchmal haben wir das schon ein bisschen im Voraus durchgenommen, was ich übersetzen soll. Und so habe ich eigentlich auch den sprachlichen Hintergrund ein Stück weit bekommen. Mhm. Und wie gesagt, du hast ja auch die akademischen Studien in Amerika erwähnt. Dort habe ich auch noch Sanskrit studiert. Aber das ist eine Sprache, die ist sehr schwierig und vor allem ist es schwierig, wenn man sie nicht reden lehrt, wenn man sie einfach theoretisch lehrt. Und dort habe ich sehr vieles wieder vergessen. Aber das Tibetisch ist lebendig, ein Stück weit lebendig geblieben, obwohl jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Übung. Aber ich habe das sehr hilfreich gefunden, auch selber Text zu lesen und so weiter. Von was hast denn du gelebt in dieser Zeit? Also hast du noch geschafft während dem Studium und nachher, wo du noch doktoriert hast in den USA? Ja, Und während was dieser man Reise? lebt, ist immer eine wichtige Frage. Und also in Amerika hatte ich natürlich Stipendien gehabt. Ja. Die habe ich sogar von der Schweiz bekommen und auch von Amerika selber. Ich habe ein gutes Theologiestudium gehabt. Das ist dann, die Noten sind dann eine Basis gewesen für die Stipendien. Und später, würde ich sagen, bin ich auch ein Stück weit von meiner Mutter noch unterstützt worden. Ja. Die haben mir die Gelegenheit gegeben, auch noch weiter zu studieren, weil nach dem Studium in Amerika das erste Ziel war, eigentlich Professor zu werden, Habilitation zu machen, im Bereich vom Buddhismus auch. Aber ich habe dann irgendwie die Lust verloren, muss ich sagen, weil es ist alles sehr theoretisch war. Ich habe auch an verschiedenen so Zusammenkünften und Kongressen vom Buddhismus teilgenommen, akademische. Und die Kongresse, man hat nie gewusst, von was sind die Leute überzeugt, von was sind sie nicht überzeugt. Da hat mir einfach die eigene Erfahrung und das Lebendige gefehlt. Und das ist eigentlich gewesen, was ich auch gesucht habe in der Meditation und in der Praxis vom Buddhismus. Du hast gesagt, dass der Dalai Lama einer von deinen wichtigen Lehrer war. Wie war denn das damals gewesen? Hat man da auf Dharamsala mal dort an der Tür läuten und sagen, ich würde jetzt gerne mal mit dem Dalai Lama reden? Ja, er war grundsätzlich sehr offen für sehr verschiedene Arten von Menschen. Und es ist tatsächlich nicht so schwierig gewesen, also heute ist es wahrscheinlich fast nicht mehr möglich, wegen seinem fortgeschrittenen Alter. Aber dazumal ist das möglich gewesen. Und meine Mutter war vor mir schon beim Dalai Lama gewesen, hat ihn schon gekannt. Und das hat mir sicher auch die Tür geöffnet. Und ich muss sagen, das sind für mich wahrscheinlich fast die stärksten Eindrücke gewesen auf meinem Weg vom Buddhismus, so einen Mensch kennenzulernen, mit ihm zu reden. Und ich habe ja verschiedene Mal Gelegenheit gehabt von privaten Interviews mit ihm. Und das ist für mich einfach, ich habe so eine Präsenz von Mitgefühl und auch enormer Gegenwärtigkeit. Das gegenwärtig sein. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, er ist jetzt da einfach für mich in dem Moment. Und ich habe den Eindruck, jeder, und auch wenn es sehr viele Leute waren, die man wahrscheinlich gesehen hat im Tag, jeder hat das ähnlich erlebt. Er ist einfach da gewesen, präsent, wie auch neugierig, offen für die Fragen, die man gestellt hat sich vieles gerade überlegt und so weiter, grosszügig auch. Eben, dass er mir einen Lehrer ausgesucht hat. Und in späteren Begegnungen hat er mir auch verschiedene Geschenke gemacht. Zum Beispiel eine kleine Buddha-Statue.
habe ich bekommen. Das war sicher viele Jahre später gewesen. Aber er hat gesagt, er hätte 1000 Buddha-Statuen und die hätte er machen für 1000 alte Freunde von ihm. Also er ist sich dann schon bewusst gewesen über mich, aber auch meine Mutter. Ich bin mal eingeladen gewesen zum Essen in Basel mit dem Dalai Lama zusammen. Und es sind sehr viele Polizisten auch eingeladen gewesen, aber vor allem hat er dann erklärt, als er mich gesehen hat, meine Mutter sei die Person, die die Sandspieltherapie begründet hat. Und das war ihm alles irgendwie gegenwärtig gewesen. Also es ist ein Mensch, der sehr gutes Gedächtnis hat für Leute, die er getroffen hat und gesehen hat. Und auch das habe ich eine erstaunliche Qualität gefunden. Also so einfach fokussiert ist, gegenwärtig ist und irgendwie eine Kraft vom Mitgefühl spürbar war. Und in den späteren Begegnungen habe ich vielleicht nicht mehr immer ein Interview gehabt, aber habe vielleicht kurz die Hand geben oder er hat einem gesehen und einem umarmt, kurz. Und ich muss sagen, es ist sehr erstaunlich, die Energie, die ich bei diesen Umarmungen hat auch meine Frau umarmt und mein Sohn und so weiter. Aber die Energie, die da geflossen ist, wenn er einen berührt hat oder wenn er mich umarmt hat, das ist, kann man fast nicht in Worte ausdrücken. Und das hat mir schon wirklich eine tiefe Überzeugung gegeben vom Wert von dieser Praxis, vom Wert von der Art, wie er lehrt, vom Wert von dem Vorgehen, wo er betont, dass da wirklich gewisse Realisationen möglich sind, wo man dann auch spürt, wo man merkt, wo einen tiefen Eindruck hinterlässt. Wenn man zu so einer realisierten Lehre geht, weißt du noch, was du gefragt hast, so in deinem ersten Interview? Also hast du jetzt zugeschaut? Ja, sind das also Fragen gewesen, die für so einen Lehrer quasi, weißt, also wie begegnet man so einem Lehrer, wo man, ich bin sicher immer sehr nervös gewesen. Und er hat sofort geschaut, dass man nicht nervös ist. Er hat gesagt, nein, nimm Platz und so weiter. Er hat nicht darauf bestanden, dass man sich niederwirft. Formalitäten keine Rolle gespielt. Und er hat sofort geschafft, eine angenehme, wohlwollende Situation zu vermitteln. Und ich mag mich noch gut erinnern, die eine Frage, die ich hatte, ist Vergleich von christlicher Trinität und den 3 Aspekten von der sogenannten Körper vom Buddha, der Kayas vom Buddha. Nicht, wie man das die kenne ich nicht. Was sind die 3 Aspekte? Ja, das ist im Mahayana-Buddhismus sehr zentral. Und das ist der Nirmana-Kaya, das ist der sogenannte Transformationskörper. So bezeichnet man die Erscheinung vom historischen Buddha Shakyamuni. Und dann gibt es den sogenannten Genusskörper, Sambhoga-Kaya. Und das ist verbunden mit der Idee, dass es reine Buddha-Länder gibt. Und in diesen reinen Buddha-Ländern gibt es nur Buddhas, die lehren, und alle Schüler sind Bodhisattvas, das heisst, es sind Wesen, die auf dem Weg sind, das Erwachen zu erlangen zum Wohl von allen Lebewesen. Und die Buddha-Länder, die muss man sich nicht grobstofflich vorstellen, sondern das ist feinste Prana-Energie, also Windenergie, wenn man das übersetzen will, und feinste vielleicht geistige Energien von der Weisheit, aus denen die Bereiche bestehen. Und die sind nicht erfahrbar für normale Menschen. Aber die spielen eine grosse Rolle, weil die Ebene, die Vorstellung von dieser Ebene hat Mahayana-Buddhismus erlaubt und später am tantrischen Buddhismus erlaubt, von einer Vielzahl von Buddhas auszugehen, die sehr unterschiedliche Formen haben, männliche Formen, weibliche Formen, Buddhas, die als Laien sich manifestieren,
Buddhas, die sich als Mönch manifestieren, Buddhas, die sich zornvoll manifestieren, Buddhas, die sich friedvoll manifestieren. Und die Idee ist, all die Manifestationen von den Buddhas entsprechen den Bedürfnissen von verschiedensten Schüler und Schülerinnen. Weil nie ist es so, dass irgendeiner die genau gleiche Bedürfnis hat. Je nachdem ist es wichtig, dass jemand vielleicht sich einen zornvollen Buddha vorstellen kann, weil er muss mit seiner eigenen aggressiven Energie schaffen und die umwandeln. Oder es kann friedvolle Energie sein, eine weibliche Energie, die einen beruhigt, wie die weiße Tara zum Beispiel. Und da gibt's die Vorstellung ist einfach, die sind nicht sichtbar, aber sie werden dargestellt in den Tankas, in den Rollbildern vom tibetischen Buddhismus. Die sind ja sehr bekannt, die sieht man in vielen Museen. Und dort hat man, wie auch da sehen wir in dem Raum, da das Tanka mit dem Manju Shri, das ist der Weisheitsaspekt vom Buddha, der nimmt die Form an von dieser Gestalt, wo sitzt, im Lotus sitzt und dann in der rechten Hand hat er ein Schwert und das ist das Schwert von der Unterscheidungskraft, von der Weisheit, die unterscheidet, was wahr, was falsch ist und er hebt auch den Manjushri, die Texte von der Prajna Paramita, das sind die Texte von der Vollendung, von der Weisheit und das sind die Buddhas, wo man meditiert, in der Meditation. Und das ist das Sambhogakaya, das ist schon eine subtile Ebene. Und dann gibt es das sogenannte Dharmakaya, das wird sehr unterschiedlich übersetzt. Dharmakaya kann man übersetzen als der Körper der Lehre oder der Wahrheit. Verschiedene Übersetzungen gelten da. Und es gibt auch unterschiedliche Erklärungen, aber eine grundlegende Erklärung wäre, das ist eigentlich der reine Weisheitsaspekt vom Buddha. Der hat keine Form, keinen Körper, nichts, was sichtbar ist. Weisheitsaspekt, der die Leerheit umfasst. Und das ist eigentlich der Aspekt vom Buddha, wo die Grundlage ist dann, weil es nicht nur darum geht, das eigene Ziel zu verwirklichen, das ist die Befreiung, das wäre das eigene Ziel verwirklicht zu haben, wenn man vollständig befreit ist. Aber es geht ja dann immer auch im Mahayana-Buddhismus um die Befreiung von anderen Wesen. Und darum manifestiert es sich eben im Sambhogakaya, wo sehr viele Menschen wiedergeboren werden können, wenn sie die entsprechenden Übungen gemacht haben, Wunschgebet gemacht haben. Und dann eben der historische Buddha ist für die Menschen, die eben nur physisch ein anderes Lebewesen wahrnehmen können. Und so ist er schon als historischer Buddha, wobei auch gesagt wird, dass ein Buddha auf der Ebene vom Manifestationskörper auch als Gegenstand, als Tier, als irgendetwas kann erscheinen, weil letztlich entspricht das der Wahrheit, das was auch immer wir sehen, dass auch uns irgendwie an die Lehre erinnern kann oder hilft, die Lehre zu vergegenwärtigen. Zum Beispiel im Sinn, dass wir die Sachen sehen wie einen Traum oder als nicht absolut real und so weiter. Das sind ja wichtige Themen von der Leerheit. Und das ist dann in dem Nirmanakaya möglich, dass er sich auch als Brücke zum Beispiel manifestiert. Und das sind die 3 Kayas oder die 3 Körper oder Erscheinungsformen von einem Buddha. Das ist eine Idee, die sich Schritt für Schritt im Mahayana-Buddhismus entfaltet hat, in den Text. Und du hast den Dalai Lama gefragt, was der Zusammenhang von denen mit der Dreifaltigkeit im Christentum ist. Ja, genau, weil ich gefunden habe, da gibt es ja doch eine Ähnlichkeit. Ne? Wir reden ja zum Beispiel von Jesus, nicht? Das ist quasi die physische Manifestation. Dann haben wir Gott, das ist, also Jesus wäre ja fast wie ein Nirmanakaya, wenn man so will. Und dann Gott ist dann
in einem gewissen Sinn unfassbar, jenseits von allem. Es gibt ja im Christentum auch die Idee, es ist weder das noch jenes, man kann ihn auch nicht festlegen. Das ist fast ein kleiner Aspekt von Leerheit, finde ich, im Christentum. Und das könnte vielleicht dem Dharmakaya entsprechen. Und der Heilige Geist ist so ein bisschen wie eine Brücke. Oder der kann auch in ganz speziellen Situationen die Menschen inspirieren. Vielleicht ähnlich wie bei einer Sambhogakaya-Manifestation gewisse fortgeschrittene Schüler und Schülerinnen vom Buddhismus kann inspirieren. Und der Heilige Geist ist auch nicht etwas, so überall für alle wirkbar ist. Und ich hatte das Gefühl und den Eindruck gehabt, dass der Dalai Lama tatsächlich das aufgenommen hat. Ich glaube, er hat das auch später, habe ich schon gehört, ihn darüber reden, dass da Ähnlichkeiten sind. Also in einem gewissen Sinn ist er dort offen gewesen. Ich habe ihn als offen erlebt. Hat er dann damals schon gut Bescheid gewusst über das Christentum? Ich nehme an, er hat eine sehr breite Bildung. Ja, ich glaube nicht, dass er schon sehr viel gewusst hat. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, für ihn ist das alles ein bisschen neu gewesen. Und spannend, ja. Und darum ist das für mich auch spannend gewesen, solche Fragen aufzuwerfen. Ich habe mich dann auch gewundert, ob das dann real sei, weil in den tibetischen Legenden und Text wird beschrieben, dass zum Beispiel der Milarepa, das ist ein bedeutender Heiliger in der tibetisch-buddhistischen Tradition, dass der hat fliegen. Und ich wollte wissen, ob das möglich ist. Und der Dalai Lama ist völlig überzeugt, dass das möglich ist, wenn man genügend praktiziert. Also die ganzen Siddhis im Pali sind das Genau, so die Kräfte? Genau. Da sagt er, das ist möglich. Das ist absolut so. Also es ist ja, zum einfach das kurz zusammenfassen, die Frage ist ja gewesen, über was ich alles mit dem Dalai Lama auch unter anderem diskutieren können. Mir ist immer auch ein bisschen darum gegangen, Brücken zu bauen zur Psychologie. Und ich habe gedacht, wenn es in der Text heisst, der Nagarjuna, der Herr der Nagas, hege die Text von der Vollendung, von der Wahrheit im Ozean überkommen von den Nagas. Das könnte einfach eine Sprache sein, zum sagen, er hat quasi das Unbewusste kontaktiert und so Zugang bekommen zu diesen Weisheiten. Und der Dalai Lama war auch da sehr überzeugt gewesen. Das hat mich erstaunt, dass das wirkliche Wesen sind, wo man kann je nachdem wahrnehmen kann. Und er hat auch als Beispiel erklärt, ein anderer Lama, wo die ganze Überlieferungslinie, die ja sehr wichtig ist im Buddhismus, die Überlieferungslinie von verschiedenen Lehrern, der Lehrer vom Lehrer und so weiter, einfach plötzlich einmal völlig konkret sind die im Raum erschienen und da gewesen. Also es ist eine andere direkte Wahrnehmung von solchen Realitäten. Und ich denke, ja, man muss das irgendwo ernst nehmen, dass es da vielleicht Erfahrungen gibt, die für uns nicht immer einleuchtend sind. Und auf der anderen Seite tue ich mir auch vorbehalten, manchmal doch eher psychologisch zu argumentieren. Also du hast in diesen mehr als 50 Jahren, wo du meditierst und Lehrer getroffen hast, bist nie direkt mit so etwas in Kontakt gekommen? Nein, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie Nagas oder die Überlieferungslinie oder auch sonst sind die Leute, die können durch die Wand laufen oder wo... Wobei ich muss schon sagen, bei gewissen Einweihungen und so weiter ist es schon passiert, dass bei der Schilderung von einer Überlieferungslinie ich das unheimlich stark bis in den Körper hinein wahrgenommen habe. Also, dass da wirklich etwas passiert. Dass da wirklich ein Kontakt geschaffen wird zu einer Realität, zu einer psychischen Realität. Aber nicht, dass ich dann die gesehen hätte, aber die Wahrnehmung kann sehr, sehr stark sein.
Einweihungen sind ja generell im tibetischen Buddhismus eine Art Moment, wo man quasi eine Verbindung überkommt zu bestimmten Aspekten vom Buddha, eben von diesen Sambhogakaya-Manifestationen, dass man den Kontakt überkommt, weil der Lama selber die Meditationen gemacht hat, selber in einer Überlieferungslinie steht. Und dann wird das geschildert bei Einweihungen, zum Beispiel, dass man das Mandala betritt, wo die Gottheiten drin vorhanden sind. Und auch dort habe ich das Gefühl gehabt, ist es möglich, das einfach so zu erleben. Manchmal, vielleicht nicht immer, es ist vielleicht ein bisschen auf die Weg und der Zusammenhang darauf angekommen, dass ich plötzlich gemerkt habe, die ganze Bewusstseinsebene verschiebt sich. Und dass ich plötzlich merke, wow, das ist nicht mehr die gleiche Art von Wahrnehmung von der Realität, wie ich sie vielleicht sonst im Alltag habe. Man wirklich das Gefühl hat, man betritt einen anderen Bereich, einen anderen Raum. Ich möchte nachher gerne nochmal auf Meditation und Meditationspraxis zurückkommen, aber du hast jetzt 2-3 Mal Sandspiel erwähnt. Ja. Und ich glaube, es wäre recht spannend, wenn du kurz ausführen könntest, was das ist. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ja, Sandspieltherapie, das ist eine Therapieform, wie ich schon erwähnt habe, mit 3 Wurzeln. Sie beruht auf der Psychologie von C.G. Jung. Sie beruht auch auf einer Technik, die Margaret Lowenfeld entwickelt hat. Sie hat eigentlich die Idee gehabt, den Kind, ihren Patienten, Sand in einem Sandkasten auf einem Tisch zur Verfügung zu stellen, in Verbindung mit einer recht grossen Ansammlung von Figuren, die die verschiedensten Aspekte der Welt darstellen. Das können Menschen sein, das können Tiere sein, das können Häuser sein, Bäume sein, Perlen und Muscheln und so weiter. Also das sind allerhand Figuren. Und die Kinder sind dann eingeladen worden von der Margaret Lowenfeld. Sie ist Begründerin von dieser Art Technik gewesen. Einfach das, was sie Lust haben, auszudrücken mit Hilfe von diesen Figuren. Und die Kinder selber haben dann das, was dann entstanden ist, als Welten beschrieben oder dargestellt. Und natürlich sind das dann Zugänge gewesen, quasi zu bestimmten Tendenzen im Kind, zu Problemen, die es hatten, weil die Kinder ja sehr oft Probleme haben, die im Spielen wieder bearbeiten. Auch selber, wenn sie unter sich, für sich spielen oder untereinander spielen, ist das eine wichtige Möglichkeit, mit Erfahrungen umzugehen, dass man es einfach spielernd darstellt. Und natürlich in einer Therapie gibt es einen bestimmten Rahmen, in dem das passiert. Das ist die Klinik, wo sie dort mal begründet hat, Margaret Lowenfeld. Und meine Mutter hat dann bei der Margaret Lowenfeld studiert, ermuntert durch den C.G. Jung selber, wo die Margaret Lowenfeld um einen Kongress kennengelernt hat. Meine Mutter war, glaube ich, auch an dem Kongress gewesen. Und er hat gefunden, es brauche eine Technik, um mit Kindern zu arbeiten. Weil er hat gefunden, die Analyse, die er hat, die funktioniert für die zweite Lebenshälfte vor allem. Das ist mit 40 Jahren ungefähr hat er das angesiedelt, die zweite Lebenshälfte. Und das sind also Erwachsene. Und für Kinder hat er einfach keine Technik gehabt. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn die Kinder eben spielen und so weiter, dann können sie sehr viel eben ausdrücken von ihren Problemen, auch den Lösungen von diesen Problemen schaffen. Und das hat meine Mutter dann gelernt gehabt und aufgenommen. Und weil sie entdeckt hat, dass wo sie angefangen hat mit Kindschaften, dass die Bilder, die da entstehen, sehr dem Individuationsprozess, so nennt der Jung der innere Prozess vom Mensch, wo dort die Analyse stattfindet,
Die Bilder haben dem Individuationsprozess entsprochen. Es geht also beim Individuationsprozess darum, bestimmte Teile sich zu kontaktieren, bewusst zu machen, wie zum Beispiel der Schatten. Das sind dunkle Teile, die man hat, Teile, wo man sich überhaupt nicht schätzt, aber vielleicht doch hat, vielleicht zum Teil auch unbewusst ist, dass man die Sachen besitzt, lieber auf andere projiziert, als sie sich selber wahrnimmt. Dann gibt es natürlich auch den Bereich, dass wir als Männer bestimmte Vorstellungen haben über Frauen, das Weibliche. Spielt ja sogar heute noch eine Rolle in der Politik von Trump, wo gewisse Sachen oder sind Vize gewisse Sachen über Frauen sagen, ob Frauen sehr auf die Palme bringen. Das sind alles Vorstellungen, die wir haben über das andere Geschlecht. Und die Projektionen, die damit verbunden sind, hat der Jung als Anima bezeichnet, wenn es die Sichtweise ist vom Mann zur Frau, und wenn es die Sichtweise ist von der Frau zum Mann, ist es der Animus. Das ist die Vorstellung, die Frauen haben über das Männliche. Und natürlich sind die Vorstellungen wandelbar, die haben sich auch geändert seit der Zeit von C.G. Jung. Und es gibt noch andere Sachen wie der alte Weise und die Ganzheit vom Mensch, wo man mit dem Individuationsprozess kann erleben kann. Und meine Mutter hat das entdeckt im Sandspiel, dass das dort vorkommt und passiert. Und darum hat sie die World-Technik dann Sandspieltherapie genannt. Und die Übereinkunft war, das ist jetzt eigentlich eine Technik, die auf der Basis ist von der Jungschen Theorie. Das ist die Begründung von Sandspieltherapie. Und ich habe dann, nachdem ich in Amerika studiert habe, mich dann mehr und mehr mit der Therapie beschäftigt und dann im Rahmen von der Internationalen Gesellschaft für Sandspieltherapie, wo in den 80er Jahren begründet worden ist, habe ich dann sehr viele Seminare besucht. Später habe ich auch noch am Jung-Institut weitergebildet. Auf jeden Fall habe ich dann selber die Technik erlernt und braucht mit Kind. Das ist aber auch eine Technik, die man mit Erwachsenen anwenden kann. Das Kind im Erwachsenen sozusagen spielen lassen, kann sehr wichtig sein. Und das ist eigentlich die Sandspieltherapie. Also dadurch, dass man eigentlich Figuren auswählt, rein angeregt durch die Figuren, ob sie einem anziehen oder nicht, dass man dann vielleicht verschiedene Figuren verbindet, dann auch physisch den Sand manipuliert, das ist ein taktiler Aspekt von der ganzen Praxis. Da kann man wirklich sehr viel Brücke bauen zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Das ist der Sinn von dieser Therapie. Und das ist heilend, das ist fördernd. Und ich habe das vor allem auch als Selbsterfahrung angeboten. Und ich habe auch mit Kind geschafft. Und was eben sehr interessant ist, es gibt einzelne Sandbilder, die ich hatte, mit Mandalas. Der Junge hat ja festgestellt, dass ein grosser Zusammenhang besteht zwischen buddhistischen und hinduistischen Mandalas und Erfahrungen, die Erwachsene oder auch Kinder im Westen machen, die auch ähnliche Strukturen zeichnen und darstellen. Also oft ein Kreis mit einem Quadrat in der Mitte, Betonung von einem Zentrum, wo erlebt wird, als eigentlich etwas, so über das Ich ausgeht und er als selbst bezeichnet hat oder auch als Ganzheit vom Mensch, das kann dargestellt werden. Und ich hatte dann einzelne solche Bilder gehabt, wo Kinder und Erwachsene dargestellt haben und die Gelegenheit gehabt, das einem tibetischen Lama zu zeigen. Das war ein Lama, der
sehr nach war beim Dalai Lama. Und der Dalai Lama selber hat gefunden, das ist eine Persönlichkeit, die eine grosse Verwirklichung hat. Vom Dzogchen, oder? Von dieser Art von Praxis. Und wo der die Mandalas gesehen hat er gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass Buddha-Natur sich überall manifestieren kann. Und das habe ich unglaublich gefunden, nicht als Brücke oder als Möglichkeit, dass auch Kinder vielleicht irgendwie in ihrem Prozess, Heilungsprozess oder Prozess von der Selbsterfahrung an einen Punkt kommen, wo sie etwas darstellen, wo quasi über die eigene Kultur heraus auch von Menschen in einer anderen Kultur können verstanden und wahrgenommen werden. Zum Beispiel ein Kind hat im Zentrum 4 blaue Kugeln aufgestellt und rundum ist dann eine Art Straße gewesen, aber auf der Straße hat es viele Schätze gehabt, viel Essensware, aber sehr viel Schätze, sehr viel Kostbarkeiten. Und sie hat gesagt, die 4 Kugeln seien wunscherfüllende Juwelen. Und da habe ich gestaunt, weil der Begriff wunscherfüllendes Juwel, den findet man auch in den indischen Text vom Buddhismus. Wunscherfüllende Juwel zum Beispiel, das sind Länder, wo es die Juwel gibt. Man reist dorthin, ein König zum Beispiel reist dorthin, bringt die zurück ins eigene Land, dann macht man Gebet und alles, was man wünscht, wird erfüllt. Und solche Zusammenhänge haben mich eigentlich immer wieder inspiriert. Gemeinsamkeit auf der einen Seite, aber auch Verschiedenheit, jetzt speziell von Jungscher Psychologie und Buddhismus tiefer zu forschen. Und hast du den Buddhismus dann auch, also Methoden aus dem Buddhismus auch in die Sandspieltherapie integriert? Du hast vorhin gesagt, dass man jetzt mehrfach über körperliche Erfahrung zum Beispiel geht, einerseits bei Einweihungen im Buddhismus, andererseits aber auch in Bezug auf die Sandspieltherapie. Also da sehe ich ja Zusammenhänge. Hast du auch Sachen dann integriert? Genau, das ist mir dann mehr und mehr bewusst worden mit der Zeit, welche Rolle Achtsamkeit im Sandspiel spielt. Ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt bei meiner Mutter, weil ich habe dann Klienten von ihr kennengelernt nach ihrem Tod und die haben etwas vor allem an ihr immer geschätzt und das ist ihre Präsenz, ihr Dasein, ihr Gegenwärtigsein. Und das hat mich aufhorchen lassen und ich habe gedacht, das ist ja genau ein Aspekt, den man schulen kann. Das ist ja genau der Aspekt, wo man zum Beispiel in Vipassana-Meditation oder eben Shamatha-Meditation, der Meditation vom ruhigen Gewahrsein zum Beispiel, oder ruhigen Gegenwärtigsein, das kann man verschieden übersetzen, übt. Man übt einfach, gegenwärtig zu sein mit dem Moment, wo gerade ist. Und die Forschung hat gezeigt, dass das eben eigentlich, die Forschung von der Achtsamkeit hat gezeigt, dass das Gegenwärtigsein eine unglaublich wichtige Brücke ist für Beziehungen. Weil wenn ich gegenwärtig bin, dann kann ich viel besser, man kann auch sagen über die sogenannten Spiegelneuronen, wahrnehmen, was der andere Mensch fühlt, was der andere Mensch im Moment gerade empfindet. Und die Klarheit vom Geist und die Fähigkeit, einfach da zu sein, ist die Kraft, die eben solche Wahrnehmungen besser ermöglicht. Das ist auch die Forschung, die das sagt. Das hat wirklich auch einen relationalen Aspekt, die Achtsamkeit. Es hat natürlich auch Aspekte in der Gehirnforschung, die hervorgehoben worden sind, dass es eben die sogenannte neuronale Integration fördert. Das heißt, in der Achtsamkeit sind wir ja oft auch rein achtsam auf den Atem oder achtsam und auf Körperempfindungen beim Atem
geht es ja darum, einfach die Empfindungen wahrzunehmen, die beim Atmen passieren. Wenn wir einfach gegenwärtig sind mit dem, was ist, wie Mindfulness-Based Stress Reduction zum Beispiel, dann ist natürlich immer Körperempfindung im Vordergrund. Das ist ein Aspekt, den nehmen wir wahr. Ich werde schwer, ich bin leicht, es hat Spannungen, die da auftauchen. Und dann das rein gegenwärtig sein mit diesen Momenten ist eben eine Wahrnehmung von Körperempfindungen und dann eben auch Gefühle, Emotionen, die auftauchen. Und wenn das ein Therapeut, wenn das gut kann, dann ist eigentlich schon eine sehr gute Basis dafür gelegt, dass er auf eine gute Art in Kontakt kommen kann mit den Klienten. Er kann auf die Art, meine Mutter hat das bezeichnet als der freie und geschützte Raum erzeugen. Das ist vielleicht Ähnliches, was ich erlebt habe mit gewissen Lamas, dass man sich einfach sehr wohl fühlt in dieser Gegenwart. Man fühlt sich auch irgendwie sicher, geschützt und man fühlt sich, wenn ein Lama gut ist und nicht allzu eng ist, dann fühlt man sich auch frei, bestimmte Sachen zu sagen, wo man sich sonst genieren würde. Nicht? Und der freie und geschützte Raum spielt eine grosse Rolle in der Sandspieltherapie. Und ich habe dann angefangen, das eben auch noch bewusst zu fördern, indem ich zuerst in der Supervisionsgruppen eigentlich. Also vor allem auf Therapeutenseite, nicht auf der Klientenseite. Ja, dass man mal, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Prozess mitverfolgt, man schaut in der Supervision Bilder an, die Klienten gestaltet haben, dann geht es ja darum, zu verstehen, was in diesen Bildern passiert, wo steht jetzt der Patient und so weiter. Oder der Klient, Klientin in einer Selbsterfahrung. Und dann habe ich eben gemerkt, dass wenn ich den Supervisanden in den Gruppen erlaube und Möglichkeit gebe, einen Moment achtsam zu sein, nur einen kleinen Moment, 5 Minuten, einfach über den Körper. Und dann Bilder anzuschauen oder dann anfangen zu schauen, was weckt die Situation vom Patient oder Klient in mir selber für Gefühle und Körperempfindungen. Das ist ganz entscheidend, zum einem klaren und tieferen Verständnis von dem, was in diesem Prozess abläuft, verhilft. Und das habe ich eben sehr gefördert mit verschiedenen anderen Techniken, die damit verbunden sind. Und aus dem heraus ist auch dann das Buch entstanden über neue und alte Horizont von der Sandspieltherapie und spezieller Fokus über Neurowissenschaft und Achtsamkeit. Weil ich die Achtsamkeit finde ich sehr wichtig in der Sandspieltherapie. Auch mit gewissen Patienten, nicht mit allen, man muss sehr vorsichtig sein, ist es durchaus möglich, dass man Momente, kürzere oder längere hat von Achtsamkeit oder Körperwahrnehmung. Es gibt verschiedene Techniken, die man da einsetzen kann. Und das hilft dann auch, ihnen mehr wahrzunehmen, was eigentlich ihnen vorgeht. Wenn jemand zum Beispiel traumatisiert ist, hat mit der Regel keinen Zugang mehr zu Körperempfindungen und Gefühlen. Das kann wieder aufgebaut werden. Nämlich durch Fragen, durch geschickte, durch bestimmte hilfreiche Techniken, den Körper irgendwie wahrzunehmen. Das ist therapeutisch auch sinnvoll und ist auch in anderen Therapieverfahren wie Behavioral Therapy, wie heißt das? Cognitive Behavioral Therapy. Integriert worden. Ja. Weil man gemerkt, das ist sehr hilfreich. Und dort konnte ich wirklich eine Brücke bauen. Natürlich eine Brücke, die rein auf dem säkularen Aspekt von der Achtsamkeitsmeditation basiert. Also es ist
auf keine Art und Weise irgendwie, dass ich den Buddhismus will in Therapie einbringen. Das ist eine reine Privatsache, welchen Glauben Klienten haben. Das darf man nicht beeinflussen. Aber die Achtsamkeit als Technik, das ist sinnvoll. Hm. Wenn wir doch nochmal zum soteriologischen Aspekt vom Buddhismus gehen. Ja. Du hast Befreiung erwähnt. Ja. Was ist Befreiung für dich? Oder wie würdest du das definieren? Ja, das ist schon im Wort Buddha enthalten, vor allem im tibetischen Wort Sangye. Sangye heißt eigentlich völlig rein, bereinigt, und Ge heißt entwickelt. Und von was darf man sich bereinigen? Das ist von allen fehlerhaften Handlungen. Kann man das? Das sind Handlungen wie Unwissenheit, Hass und Begehren und so weiter. Und das andere ist das Entwickeln von positiven Qualitäten wie Mitgefühl und Weisheit. Ob man das kann, ja, das ist eine grosse Frage. Das ist eine sehr grosse Frage. Ich sehe es so, dass das ein sehr fernes Ziel ist, an das man sich versuchen anzunähern. Ja. Und ich glaube, wenn man vielleicht 10, 20 Jahre meditiert hat, dann kann man vielleicht ein bisschen zurückschauen. Und dann sieht man vielleicht schon, dass da und dort sich etwas verändert hat, dass man vielleicht weniger impulsiv ist, dass man vielleicht mehr Fähigkeiten hat, schneller wieder in einen meditativen Zustand zu kommen, dass man vielleicht auch gewisse Erfahrungen macht, die einem bleibend inspirierend. Aber ich würde sagen, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, es ist und bleibt auch ein steiniger Weg. Weil ich finde es sehr wichtig, dass wir auch offen sind darüber, dass wir uns auch als Lehrer und Lehrerinnen nicht als perfekt darstellen. Sondern offen sind, dass wir Fehler haben, dass Sachen schief gehen können. Und ich rede sehr gerne darüber, dass wir auch schon aufgeregt haben über gewisse Telefonate mit der Swisscom, was sie einem immer weiter verbindet, oder die gleiche Geschichte zweimal muss erzählen, habe mich auch schon angefangen aufregen. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt schwierig. Und im frühen Buddhismus, es gibt verschiedene Aussagen, aber es heisst, es können Äonen gehen, bis man dann wirklich sich befreit. Es hat dann natürlich bestimmte Sutras und dann vor allem im Tantra, wo dann sagen, es ginge schneller in einem Leben und so weiter. Aber also in meinem Fall würde ich sagen, es ist nicht sehr realistisch. Dann ist es auch noch so, würdest du sagen, der buddhistische Weg oder ein tibetisch-buddhistischer Weg, wo ja, also, wenn man da von einem Weg, eigentlich kann man nicht von einem Weg reden, es gibt ja dort schon eine riesige Vielfalt. Ja, genau. Für uns im Westen ist es trotzdem noch sinnvoll, als, weißt du, eben so therapeutische Ansätze zu ergänzen, oder ist dann der buddhistische Weg ein vollständiger Weg? Ich glaube, das sind beide Sichtweisen sind möglich. Ja. Ich mag mich natürlich erinnern, ich bin auch an 2 von diesen Lehrerkonferenzen mit dem Dalai Lama in den 90er Jahren gegenwärtig gewesen, und dort ist genau die Frage gestellt worden. Ist Buddhismus ein vollständiger Weg und würde nicht auch alle Psychotherapie überflüssig machen? Und der Dalai Lama hat dann betont, es sei eben für einen Bodhisattva, das ist also ein Wesen, das mit Mitgefühl für die Befreiung von einem Wesen strebt, sei es sehr gut, verschiedenste Techniken zu kennen. Ja. Und er hat gefunden, Psychotherapie kann ruhig dazugehören, wie ich weiss nicht mehr, was er für Beispiele gebracht hat, wie Kesselflicken und anderes auch. Ja. Man muss einfach das deklarieren als Psychotherapie und nicht als Buddhismus. Und ich finde, das hat mich sehr befreit, die Aussage. Weil ich finde, je nachdem, es kommt ganz darauf an, was das für eine Persönlichkeit ist, kann es sinnvoll sein, auch noch
Selbsterfahrung, wie zum Beispiel mit dem Sandspiel, habe ich auch mit sehr vielen Buddhisten auch gemacht. Und, oder Psychotherapie, vielleicht wie Verhaltenstherapie oder irgendetwas zu machen, weil das gewisse Hindernisse aus dem Weg kann räumen, wo plötzlich auf dem Weg von der klassischen Meditation auftreten, wo man vielleicht nicht merkt, nicht mal merkt. Mhm. Wo man vielleicht erst dann merkt, wenn der Kontakt mit den Leuten, mit anderen Menschen verliert oder wenn man vielleicht zu viel Phase hat von Depression und so weiter. Oder von Wutanfällen und so Sachen. Das kann es auch bei Dharma-Praktizierenden durchaus geben. Und wenn du sagst, zu viel, das heisst, ein bisschen Depressionen mal zwischendurch und ein bisschen Wutanfall gehören vielleicht durchaus dazu? Würde ich würde sagen, das gehört einfach dazu, dass, ich finde, da ist auch die Handshake-Praxis, die der Dzogchen Rinpoche gelehrt hat, sehr nützlich. Oder überhaupt eben Vipassana-Meditation, also verstanden. Ich habe jetzt nicht viel Vipassana jetzt direkt kennengelernt, aber ich glaube, das gegenwärtig sein mit dem, was ist, das ist enorm wichtig. Mhm. Und wenn ich halt mal eine schlechte Laune habe, einen schlechten Tag habe, muss ich das nicht versuchen, wegzuwünschen oder wegzumanipulieren, sondern ich schaue, ich hole das an und bin mit dem gegenwärtig. Mhm. Und dann kann es passieren, dass rein dadurch, dass ich das wahrnehme, dass ich gegenwärtig bin, aufmerksam bin, neugierig bin, wohlwollend bin mit dieser Seite von mir, dass sich das dann wieder auflöst. Aber ich kann nicht nur von mir reden. Ich meine, bei mir ist es doch so, manchmal denke ich so, okay, jetzt bin ich so gegenwärtig, aber so ganz tief in meiner wollte ich aber gleich, dass weil ich so gegenwärtig bin, dass es eben dann genau vorbeigeht oder weggeht, das Unangenehme oder wo da ist. Das will man und das ist ja auch die Schwierigkeit bei der Meditation. Dzogchen Rinpoche hat sehr betont, dass man eigentlich die Übung nicht machen soll mit Absicht. Eben, aber wie macht man es ohne Absicht? Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der Punkt, der vielleicht die Schwierigkeit beinhaltet. Also man versucht einfach möglichst absichtslos zu sein, Ja. so gut wie das geht. Und ich finde es auch in den Therapien ist das manchmal sehr hilfreich, wenn die Leute zum Beispiel Sandspiel gemacht haben, dann haben sie vielleicht eine schlechte Körpererfahrung oder irgendeinen Druck irgendjemand, dann lade ich sie mit dem gegenwärtig zu sein und ich erlebe doch oft, dass sich dann die Symptome lösen und lockern. Mhm. Also ich finde das ein ganz guter Ansatz, oder? Und darum finde ich schlechte Stimmungen, Abstürze und so weiter. Okay, das kann es geben. Wir machen nicht eine grosse Sache daraus. Vor allem soll man dann nicht denken, ich bin ein schlechter Mensch und so weiter. All die Vorwürfe, die bringen es überhaupt nicht, sondern mit dem gegenwärtig sein. Oder man kann natürlich mit den Seiten, die man hat, auch ganz bestimmte Formen von Metta-Meditationen ausüben. Das ist etwas, was ich entdeckt habe, nicht Metta, die Meditation über Wohlwollen, was es im frühen Buddhismus gibt. Es gibt es auch im tibetischen Buddhismus, manchmal mit ein bisschen anderen Akzent, aber immer das gleiche Thema. Dort habe ich gemerkt, dass es natürlich nicht nur sinnvoll sein kann, Wohlwollen zu entwickeln, am eigenen, wie es einmal heisst, Sponsor gegenüber oder Person, die uns etwas Gutes gemacht hat, gegenüber Freunden, gegenüber neutralen Personen, gegenüber oder vielleicht auch Finden gegenüber, in Anführungszeichen, sondern auch die Metameditation macht in Bezug auf innere Anteile. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr viel Wut spüre, dann kann das
Man kann verschieden vorgehen, aber man könnte, wenn man will, sich vorstellen, was ist das jetzt für eine Person? Mhm. Wie sieht die aus? Und dann, vielleicht entsteht ein Bild, vielleicht steht irgendetwas, oder vielleicht sieht man sich selber ein Stück weit, wie man wütig ist. Vielleicht sieht man sich selber sogar als Kind, wie man wütig ist, wie auch immer. Und dann kann man die Metameditation auch unter Verwendung von den Sätzen, wenn man will, ausüben in Bezug auf den Anteil von mir. Also die Sätze müssen wir vielleicht noch schnell sagen, für die noch nie gehört haben, das sind klassisch wünscht man dann... Also ich wünsche zum Beispiel, möge ich glücklich sein oder möge ich wohl sein, mögen alle Lebewesen glücklich sein, mögen alle Lebewesen wohl sein. Es geht immer sehr darum, mit sich anzufangen, je nachdem, und dann alle anderen Lebewesen einzubeziehen. Jetzt kann ich auch den Anteil von mir. Vielleicht ist das irgendein finster, dreinblickender Mann, nicht mit schwarzem Mantel und stechenden Augen und irgendwie, wo da erscheint. Und dann wünsche ich dem, möge er glücklich sein und vielleicht auch Bedingungen vom Glück besitzen. Mhm. Und ich kann natürlich, und das ist auch noch ein Akzent, den ich speziell mache, unter dem Einfluss von der tibetisch-buddhistischen Meditation, mir dann nachher vorstellen, was braucht er? Dann gebe ich ihm all das, was er braucht. Und am Schluss stelle ich mir vor, er ist jetzt völlig gewandelt, erleichtert, er ist glücklich, er ist zufrieden. Und das sind Prozesse, die sehr stark helfen, sich auch von solchen Anteilen in sich selber zu befreien oder mindestens Frieden mit ihnen zu schliessen. Mhm. Und vielleicht kann ich da in dem Zusammenhang sagen, dass ich ermutigt worden bin, bestimmte Fantasien anzuwenden in der Meditation. Durch ein Gespräch, das ich auch mit dem Dalai Lama hatte. Und ich habe ihn dann in dem Gespräch gefragt, was ist die Grenze von der Fantasie innerhalb von der Meditation, von der Praxis, also von der Praxis von den Sadhanas, von spezifischen Übungen in Bezug auf Gottheiten. Wie viel eigene Fantasie kann ich reinbringen? Mhm. Und dann hat der Dalai Lama gesagt, völlig spontan, there is no limit. Es gibt keine Grenze. As long as the aim is to create compassion. Solange wir das Ziel sägen, Mitgefühl zu erzeugen. Mhm. Und da habe ich gefunden, tatsächlich ist es nicht auch gut, Studenten und Schüler und Schülerinnen zu ermuntern, ihre Kreativität auch zu leben und einzusetzen. Du hast im Vorgespräch einmal noch etwas erwähnt von einer Meditation mit dem inneren Tier. Geht das auch in die Richtung? Absolut, absolut. Das innere Tier, das ist eigentlich, die Meditationen sind vor allem entstanden, weil ich einfach enorm starkes Mitgefühl erlebe mit all diesen Tieren, wo sehr beengende Verhältnisse gehalten werden, wo geschlachtet werden und manchmal funktionieren die Betäubungen nicht. Da kann es passieren, dass eine Kuh lebendigen Leibes zerrissen wird in diesen Maschinen. Das hat mich enorm einfach auch bedrückt und beeindruckt. Das grosse Leiden, das mir das Tier zumutet. Und das hat mich zuerst dazu geführt, ich hatte dann die Gelegenheit gehabt, im Felsentor, im Zentrum Felsentor, wo sie eine Tierschutzstelle haben, mit wirklichen Tieren, mit Gruppen, die ich hatte, kleineren Gruppen, zu meditieren. Da gibt es einen Film dazu, den verlinke ich dann. Genau, ja. Das ist «Meditiere», Tiere gross geschrieben und Ausrufezeichen. Da gibt es in verschiedenen Sprachen, sogar mit chinesischen Untertiteln, weil ich ihn auch in Taiwan zeigen. Und
Das ist ganz etwas Erstaunliches, wenn man jetzt mit diesen Tieren ist. Wir sind in einem Stall gewesen, mit einem Schaf, 40 Minuten ohne zu reden. Und die Tiere haben sich nach links und rechts bewegt und jeder von der Gruppe begrüßt. Sind auf ihn zugekommen und den Kopf angelegt, sich vielleicht kurz streicheln lassen, sind dann wieder weiter zum nächsten. Und als die 40 Minuten vorbei sind, ist der Kreis vollständig gewesen und jeder hat die Nähe von den Tieren auf die Art können erleben. Und die Tiere haben auch auf die gleiche Art und Weise uns können kennenlernen. Und das entsteht in einer Stille. Und das ist fast wie eine Atmosphäre gewesen. Einige haben gesagt, das ist ja wie Bethlehem. Ne? Das war plötzlich, wow, im Zusammenhang mit den Tieren quasi etwas sehr Sakrales erleben kann. Und das ist die Meditation mit dem äußeren Tier. Und das innere Tier ist auch ein bisschen beeinflusst von der jüngsten Psychologie. Weil der Jung sagt, es ist sehr wichtig, dass wir auch unser innere Tier um das Sorge tragen. Das kann auftreten in Träumen als verletzt oder als eingeschlossen und so weiter. Und das sind eben Hinweise, dass bestimmte Anteile von uns quasi dissoziiert sind, dass wir keinen Kontakt mehr haben mit den Instinktteil, wenn man das generell so will sagen. Und das haben wir dazu gebracht, die Leute einzuladen, zu schauen, was ist mein inneres Tier. Also man sitzt ruhig da, entspannt, achtsam und dann lässt man kommen, was ist da für ein Tier, das erscheint. Und meistens erscheint dann irgendein Tier und dann geht es darum festzustellen, wie geht es dem Tier. Und eine Schülerin, die hat dann ein Ross gesehen und das Ross, ein Hengst, und das ist sehr in beengtem Verhältnis gewesen. Ein kleiner Stall hat sich fast nicht bewegen. Und dann habe ich gefragt, was braucht das Tier? Und dann hat sie sich vorgestellt, das Ross bewegt sich und rennt über eine weite Wiese und hat Platz, so viel das es will. Und in dem Moment hat sie im Körper und im Gefühl eine enorme neue Energie erlebt. Und das hat sich sogar in den Träumen gespiegelt, was sie dann hatte. Weil in einem Traum hat sie dann erzählt, kurz nach deren Erfahrung, dass sie geträumt hat, dass sie in einem Stall einem Hengst begegnet ist und sich beide haben sich mit dem Kopf berührt, liebevoll. Dann habe ich gesagt, das geht weiter. Und das sind die Meditationen über das innere Tier. Das ist eine Art auch Wohlwollen gegenüber dem inneren Tier, dass wir bei dieser Seite, das sind Seiten, Instinktseiten in uns, weil die Spuren von der Evolution, von den Saurier bis zum Ross und Mensch, das ist alles im Kern enthalten. Alles im Kern enthalten. Wir haben das sogenannte Reptilien, wir haben das sogenannte Mammalian Brain, das, wie sagen wir, mütterliche, mutterbezogene vielleicht Gehirn und dann das neue Neomammalian Brain. Das gibt so eine Unterscheidung in der frühen Neurowissenschaft, wo so ein bisschen spitz zusammengefasste Seiten enthalten. Und ich finde, wenn man meditiert, ist es nötig, nicht, dass wir nur den Teil berühren, wo bewusstseinsnah ist, sondern dass wir Schritt für Schritt auch absinken und dass eben das limbische System, wo Gefühle vorhanden sind, berührt und auch der Hirnstammbereich berührt, wo eher über Kontakt und Körperempfindungen können berührt werden, dass wir das alles integrieren in die Praxis. Wenn man sich nur auf einen Bereich beschränkt
Und das habe ich am Anfang von der Meditation auch gemacht. Ich war sehr begeistert, einen Retreat gemacht und mich nachher sehr schlecht gefühlt, sehr viele Probleme gehabt, die im tibetischen Buddhismus als Lungenproblem bezeichnet werden. Stechende Schmerzen im Kopf oder in der Brust und so weiter. Die entstehen, wenn man zu perfektionistisch meditiert. Mhm. Und dann ist es sehr wichtig, dann wahrscheinlich habe ich dort zu viel mit dem Kopf wählen. Zu viel einfach verstehen von recht komplexen Abläufen der Meditation, wie es eben im tibetischen Buddhismus gibt. Und das führt dann eigentlich zu so einer Störung. Und da bin ich sehr dankbar dem Dzogchen Rinpoche gegenüber, der eben betont hat, immer wieder, man muss sich in den Körper hineinfallen lassen, den Körper wahrnehmen und so weiter. Das finde ich einen sehr guten und wichtigen Ratschlag für Meditierende. Das heisst, es wäre ein bisschen zu wenig, wenn man jetzt einfach nur auf den Atem schaut und sonst nichts macht. Ja, gut, also der Dzogchen Rinpoche selber betont dann, das ist Shamatha mit Objekt auf den Atem. Und er hat gefunden, das könnte bei Westlern auch dazu führen, dass man vielleicht zu perfektionistisch versucht, einfach gewahrt zu sein von dem, was entsteht. An Empfindungen beim Atmen. Und wenn dort zu wenig, wie sagen wir, innere Weite oder Ruhe da ist oder Entspanntheit da ist. Entspanntheit ist ein wichtiger Teil von der Meditation. Dann kann das auch zu Problemen führen. Und darum hat er gefunden, Shamatha ohne Objekt sei für gewisse Leute vielleicht einfacher. Und Shamatha ohne Objekt, das ist die Meditation, wo wir uns einfach alle Sinne, man öffnet alle Sinne. Sehsinn, 180 Grad nimmt man wahr. Alles, was da ist. Und auch Hören und Empfindungen und andere Aspekte. Und dann geht es darum, sich zu konzentrieren, nicht auf irgendeinen spezifischen Inhalt, sondern es geht darum, einfach quasi wahrzunehmen, wie die Sachen, die erscheinen, deutlich oder klar erscheinen. Deutlich und klar. Und auch in einer Ruhe können wahrgenommen werden. Und dann in dieser Wahrnehmung entspannt man sich. Man lässt einfach alles, wie es ist, ohne dass man zusätzlich noch etwas macht. Und das führt zu einer Erfahrung von Klarheit und Ruhe, die auch sehr befreiend kann sein und auch kann nachwirken. Also ich mache ja eigentlich täglich meine Meditationen am Morgen. Und wenn ich das nicht machen würde, habe ich das Gefühl, würde ich viel leichter abschweifen oder meine Konzentration verlieren. Das ist eine grosse Hilfe, die Übungen täglich regelmäßig zu machen. Wie hat sich dann deine Praxis gewandelt in diesen 50 Jahren, wo du dran bist? Also ich würde sagen, grössere Entspanntheit, eine schnellere Möglichkeit, in eine Ruhe hineinzukommen, dass es fast wie ein Antippen ist, manchmal. Es kommt ein bisschen darauf an, auf den Zustand, aber manchmal langt es einfach, etwas wie anzutippen und dann bin ich bereits, oder habe mindestens den Eindruck, ich sage jetzt einfach wirklich ruhig und konzentriert und gegenwärtig. Das ist ein Aspekt. Was ich auch finde, was vielleicht stärker geworden ist, dass ich sehr stark Mitgefühl kann erleben kann. Und auch das ist etwas, was ich täglich versuche zu üben. Ich tue mich nicht verschliessen dem, was tagtäglich passiert, in den Neuigkeiten. Im Gegenteil, nehme ich das am Morgen sogar in Meditation. Da sind Leute wieder umgebracht worden in Gaza oder irgendetwas, schreckliche Bilder. Und ich versuche mich dann wirklich
in diese Situation hineinzuversetzen. Mhm. Wie wenn ich dort wäre. Also nicht einfach distanziert, schrecklich, das passiert dort und so weiter, sondern der Punkt ist, ich bin dort. Und dann kann ich wirklich das so stark spüren, fast bis zu Tränen. Und da bin ich auch angeregt worden durch den Dalai Lama, der sagt, wenn er über Mitgefühl meditiert, dann tut er immer wieder Tränen vergießen. Mhm. Und das hat mir auch den Eindruck gegeben, das ist richtig. Das wirklich wahrzunehmen, zu fühlen. Und ich habe das Gefühl, ich nehme das vielleicht stärker wahr als früher, was vielleicht mehr abstrakt war, wenn ich das Gefühl hatte, ich nehme das jetzt wahr. Mhm. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was sich die Meditation wandelt. Und dann nehme ich das irgendwie die Meditation rein, schicke auch eben Mitgefühl in die Gebiete. Und wenn ich Mitgefühl in unsere Gebiete schicke, weiss ich eigentlich, ich schicke auch Mitgefühl zu inneren Anteilen. Weil letztlich können wir das gar nicht mehr trennen. Also innere Anteile in dir. In Ja. mir. Mhm. Weil wenn ich etwas wahrnehme aussen, ja, ist das so? Oder ist das meine Projektion? Mhm. Das ist unglaublich eng miteinander verwoben. Und ich habe das Gefühl, dort bin ich auch mitfühlender geworden. Also mindestens in diesem Moment. Und ich habe das Gefühl, was auch passiert ist, dass mir das natürlich jetzt, wenn ich mit Leuten arbeite, 6 Einzelgespräche im Rahmen von einem buddhistischen Retreat oder 6 auch Einzelgespräche in der Therapie, dass ich mehr Momente erlebe, wo ich ganz beim Klient bin und der Klient darauf reagiert. Dass wir beide in einem bestimmten meditativen Zustand, auch wenn es nicht so benannt werden muss, sind. Mhm. Und ich glaube, dort hat sich schon Verschiedenes geändert. Vielleicht ist meine Meditation teilweise auch einfacher geworden. Ich glaube nicht unbedingt, dass es nur nützlich ist, eine enorm grosse Breite zu haben von Übungen, sondern ich finde, bestimmte Übungen zu vertiefen, die man schon kennt, dort immer wieder tiefer zu gehen, das finde ich wahrscheinlich auch wichtiger als früher. Mhm. Was mir vielleicht mehr darum gegangen ist, nach das und nach jenes und so weiter. Und ich finde, das tut mich jetzt nicht mehr so gross aufregen, wenn ich eine Praxis jetzt nicht kenne. Mhm. Oder einfach weiss, es langt mir jetzt. Ich bin einfach dort mit diesen Übungen, die ich mache, die versuche ich gut zu machen. Mhm. Also, und wie gesagt, es ist ein langer Weg. Manchmal bin ich auch ein bisschen ausgelassener in Meditation, vor allem mit den italienischen Gruppen. Die sind weniger nur ernsthaft als die Deutschschweizer. Dort kann man sich weniger erlauben. Aber dort bin ich manchmal auch ein bisschen ausgelassen. Nicht? Das habe ich früher auch mir nicht erlaubt. Ja. Ich hätte noch ganz einen Haufen Themen, die wir könnten anschneiden. Ja, sicher. Aber wir bringen jetzt doch richtig Abschluss, oder? Ich wollte deinen Abend auch nicht jetzt irgendwie über Gebühr strapazieren. Wenn man mehr über dich wissen oder über das buddhistische Zentrum Zolliken, über dein Angebot, was du geschrieben hast, wo wird man da fündig? Also wir haben ja die Webseite BZZ, Buddhistisches Zentrum Zollikon. Da kann man eingeben in Google Buddhistisches Zentrum Zollikon und dann erscheint ja auch unser ganzes Programm. Und was ich anbiete selber, ist vielleicht gut zu wissen, sind einfach relativ niederschwellige zum Einsteigen Meditation am Dienstagabend, Shamatha-Meditation, Achtsamkeitsmeditation und Gehmeditation, Sitzen,
Wohlwollen und ähnliche Meditationen, die wir regelmäßig üben. Dann habe ich auch eine Lesegruppe. Wir haben schon sehr viele von den Pali-Texten in den letzten 6 Jahren durchgenommen. Mahayana Suttas, ich finde Sutras, Wort vom Buddha, und ich finde es sehr gut, wenn man die kennenlernt, weil dort sind auch Schätze und Reichtümer enthalten. Und dann haben wir auch eine Ngöndro-Gruppe, weil ich habe ja auch die Berechtigung, Ngöndro zu lehren, vom Atsum Rinpoche bekommen. Und die Ngöndro-Gruppe, die trifft sich einmal im Monat, und da machen wir auch verschiedene vorbereitende Übungen, um den Geist direkt zu erkennen. Das ist vielleicht von mir, und sonst hat unser Zentrum auch sehr verschiedene Angebote, Tara-Meditation und so weiter. Lodro Rinpoche kommt immer noch, vielleicht weniger häufig als früher, auch wegen im Alter vielleicht, und lehrt über Tschö und andere Übungen. Also das kann man sich informieren über die Webseite BZZ Buddhistisches Zentrum Zollikoon. Sehr gut. Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ja, ich danke auch dir für deine guten Fragen und überhaupt, dass du das machst und den Leuten zur Verfügung stellst, so Dharma-Lehrer und Lehrerinnen kennenzulernen. Das finde ich ein ganz tolles Angebot. Das freut mich. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über Inputs und Rückmeldungen. Die Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.meditationsszene.ch. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.